Lionel, du hast eine ganz traurige Message für mich gehabt. Und du brichst mir wirklich ins Herz. Ich glaube nicht nur mir, ganz viele Leute. Du hast gesagt, du hörst auf mit den Strassenumfragen. Warum? Ja gut, nach so vielen Jahren Strassenumfragen habe ich das Gefühl, habe ich es langsam gesehen und ich glaube, das Publikum hat es auch langsam gesehen und die Antworten werden ja nicht besser. Und sie sind mittlerweile so schlecht, sie werden auch nicht mehr schlechter. Das heisst, irgendwie, ich weiss nicht, was ist jetzt noch das Ziel? Ich habe das Gefühl, ich habe wie alles erlebt, was ich damit erleben kann. Darum, jetzt, bei mir könnte man sagen, die Luft ist ein bisschen draussen mit den Strassenumfragen. Also, du hast gesagt, du hast alles erlebt, was man kann erleben kann. Was ist das absolute Highlight? Mit den Strassenumfragen? Nur mit den Strassenumfragen? Nur mit den Strassenumfragen. Was ist das Dümmste vom Dümmsten oder das Lustigste? Oder... Ich weiss nicht, Kanton Solothurn war sehr dumm. Dann habe ich gefragt, die Schweiz, einmal hat er gemeint, die Schweiz sei doppelt so groß wie Russland, so von der Fläche her. Also was dort für Antworten zusammengekommen sind. Es ist lustig, ich habe so ein bisschen entdeckt, welche Orte besonders dumm sind und welche Orte so ein bisschen eher gescheit sind. Ich möchte es jetzt nicht sagen. Ich kann gar nicht sagen wir jetzt nicht. Also, ich weiss nicht, du bist nicht von Winterthur, gell? Oh, okay, gut. Also einfach so, ja. Dort habe ich zum Beispiel gehört, der Wilhelm Tell hat Amerika entdeckt. Also es gibt so die eine Ort, okay, da sollte man so eher ein bisschen suchen nach guten Antworten. Es gibt die andere Art, da kommst du auch am Bahnhof, du steigst aus. Die Antworten kommen zu dir. Genau, das ist schon ein bisschen so. Also, ich will nicht sagen, welche Art. Okay. Ja, aber ich habe es gerade gesagt. Mega schlecht. Ja, upsi, Entschuldigung. Aber du hast ja schon immer auch mega Spass daran gehabt. So ist es nicht, oder? Ich habe immer absolut daran Spass gehabt. Man sagt ja eigentlich auch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und es ist jetzt sicher nicht so, dass ich aufhöre, weil ich sage, die letzten 20 Videos sind so eine Katastrophe gewesen, ich halte es einfach nicht aus. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich habe es wirklich gern produziert und es ist jetzt einfach so, dass ich das Gefühl habe, Videos haben wie eine Art Punkt erreicht, wo ich sie nicht mehr besser machen kann. Mhm. Und zu diesem Punkt, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der Punkt ist, wo man sagt, das ist am schönsten, aber das ist einfach der Punkt, wo ich jetzt finde, jetzt ist Zeit für einen Schlussstrich, weil ja, ich werde auch langsam alt, oder? Ich habe jetzt noch etwa 5 Jahrzehnte bis zur Pensionierung, das ist ja nicht mehr so lang, oder? Also von dem, ich muss jetzt schauen, was ich als nächstes mache, oder? Ja. Nach 49 Jahren. Aber hat es auch etwas damit zu tun mit deiner Ausbildung? Das ist vielleicht auch ein bisschen viel ist? Das ist ja so. Also es ist immer viel gesehen. Ich glaube, der Vorteil ist, dass ich relativ gern Workaholic bin. Also ich tue auf jeden Fall gerne irgendetwas machen. Ich bin gerne mit irgendwas produktiv. Es ist jetzt einfach so, dass das Studium, ich glaube, langfristig ist es sicher so, dass die Zeit, die du ins Studium investierst, eine sicherere Investition ist, wie die Zeit, wo du in eine Internetkarriere investierst, die immer sehr starke Auf- und Ab hat. Und bei mir bist du von dem überzeugt davon? Ich bin dass man keine nachhaltige Karriere kann aufbauen als YouTuber? Solange Xterix noch nichts Gegenteil bewiesen hat, bin ich noch überzeugt von dieser These. Genau. Ich sage einfach, ich kann sagen, mit meinen Strassenumfragen ist es so, dass ich glaube, vor allem jetzt im Dezember, was wieder auf die Prüfungen zugeht, habe ich wieder so ein bisschen die Perspektive, na, soll ich jetzt gescheiter lernen oder soll ich jetzt gescheiter auf der Straße ein Interview machen? Und natürlich, ein Interview ist sehr wichtig, aber ich glaube, Lehren ist dann doch, ja, klar, das klingt jetzt doch ein bisschen streberhaft, aber es ist eine bessere Zeitinvestition. Aber ich glaube, du bist auch ein sehr ambitionierter Mensch und bist sehr wissensgierig und dir wird das vielleicht auch wie einfach nicht lange. Bin ich hier beim Dr. Phil? Das ist schon Wahnsinn. Ja, fantastisch. Super. Oder? Absolut. Ja, das ist was ich stehe auch unter Vertrag. Das ist schon Wahnsinn. Nein, das ist, es ist so. Und es wird mir sicher fehlen. Ich merke jetzt schon, dass es mir fehlt. Aber ich glaube, wenn ich aus der Perspektive des Zuschauers, also eigentlich auf gut Deutsch, ein Produkt, sprich das Video, muss ja schlussendlich dem Kunden, dem Zuschauer gefallen. Und ich habe einfach gesehen, es ist jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich das Produkt nicht mehr besser gestalten kann. Mhm. Und ja, dann sagt mir wirklich, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, und das ist genau der Zeitpunkt gewesen. Und das Studium ist sicher auch sehr wichtig, aber ich glaube jetzt, der ganz, ganz grosse Ausschlaggeber ist sicher einfach, ich versetze mich in die Perspektive vom Zuschauer. Mhm. Okay. Aber das heisst, wenn wir nochmal ganz zurückgehen an den Anfang,
Du bereust es ja nicht, dass du es gemacht hast, wie du gerade gesagt hast. Nein. Gäbe es aber irgendetwas, was du anders machen würdest oder wo du zukünftigen YouTube-Talenten unbedingt mitgeben würdest? Also jetzt, seit ich angefangen habe mit YouTube allgemein, ich würde sagen, ich würde es mehr oder weniger gleich machen. Ich würde vielleicht ein bisschen früher zu X3X gehen. Oder ich würde versuchen, was der Dani gegründet hat, würde ich ihm sagen, ich kaufe die Hälfte ab oder so, was noch günstiger gewesen wäre. Aber ich glaube, was ich allgemein den Leuten empfehlen würde, die etwas auf YouTube machen, wenn, dass sie nicht zu hohe Erwartungen haben am Anfang. Weil die ersten 1,5 Jahre sind bei mir wirklich nicht viele Klicks zustande gekommen. Erst nachher hat sich das langsam ein bisschen angefangen zu bewegen. Und wenn ich jetzt die ersten 1,5 Jahre aufgehört hätte, wenn ich jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt mal aufgehört hätte, hätte ich das Ganze, was danach passiert ist, nicht erlebt. Und das ist eigentlich das Schöne. Ja, genau. Und alle Leute, die nach 2 Wochen... Klar, wenn du jetzt nur Minecraft-Videos machst, wenn du nur ein Schminktutorial machst, dann stichst du nicht wirklich raus aus der Masse. Aber wenn du wirklich eine gute Idee hast, die nur du machst... Ja, Content is King schon immer noch. Es muss etwas mega gut sein. Und lass dir Zeit, mach es regelmäßig und wie gesagt, langer Atem lohnt sich. Du kannst nicht erwarten, dass du nach einem Monat 1 Million Abonnenten hast. Cool. Also, es gibt Leute, die schaffen das, aber ich habe es nicht geschafft. Und ich glaube, vor allem wenn du schweizerdeutsche Sachen machst, dann wird es allgemein ein bisschen schwieriger. Das ist schwierig im Millionenbereich. Ja, absolut. Ja, mega schön. Ich glaube, wir werden trotzdem immer noch mehr von dir sehen. Ich hoffe es sehr. Dass das vielleicht in anderen Bereichen weitergeht. Vielleicht ohne, dass du alle so fertig machst immer. Habe ich... Warte! Stella, du Schwein! Habe ich je Leute fertig gemacht? Nein! Ich bin doch die Freundlichkeit in Person. Was habe ich... Hallo! Ja, freundlich bist du immer! Ich bin der perfekte Schwiegersohn. Also, ich bin... Was habe ich? Weil ich bin doch immer... Also, hallo? Übrigens, die Leute, die ich interviewt habe, die sind zum Teil ein zweites Mal auf mich zugekommen, weil sie nochmal interviewt werden. Absolut. Die kommen, und dann das erste Mal, die kommen zu mir und sagen, Lionel, nimm mich, ich bin dumm. Ich sage an meine Vorstellung. Nimm mich, ich bin dumm. Ja, perfekt. Hat das schon mal jemand so gesagt? Das sagen die Leute die ganze Zeit. Und nachher ja, die Antworten sind wirklich lustig. Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass sie dumm sind, wenn sie es selber sagen. Aber sie kommen wirklich nochmal zurück zu mir. Das heisst, wenn ich es so schlimm wäre, würde ich nicht ein zweites Mal kommen. Ich habe übrigens, der eine, den ich in meinem allerersten Video interviewt habe, kürzlich wieder getroffen, 4,5 Jahre später, und hat wieder ein Interview gewonnen. Also von dem her, so schlimm kann es ja nicht sein, oder? Nein, alles gut. Eben, Dr. Phil. Ich warte nur darauf, dass ich fertig gemacht werde.